Wir haben jetzt ein bisschen von deinen Perlen gehört, vom Metal, jetzt vom White Metal im Speziellen. Ähm, du machst, der Metal spielt auch bei deinen Büchern eine Rolle, habe ich gemerkt, als ich Thriller gelesen habe, die 3 von der Richard Winter-Reihe, da kommt auch Metal vor. Machst du uns heute so einen kleinen Abschnitt vorlesen und dann können wir über das dann ins Ja, Gespräch kann kommen. ich gut machen. Ja. Das ist aus dem letzten Fall von Richard Winter, der Inkubus, Winters dritter Fall. Der Richard Winter ist ein Privatdetektiv, ehemaliger Polizist, der übernatürliche Fälle untersucht. Das ist jetzt mit aus dem Buch drin. Ich habe jetzt eben die Stelle gewählt, wie du siehst, das ist etwas mit Heavy Metal. Ich weiß nicht, ob man da rauskommt, wenn man mal gucken. Sonst muss man den eben lesen. Genau, das das muss man lesen. Das lohnt sich. Er erwachte mit hämmernden Kopfschmerzen. Es fühlte sich an, als ob die Heavy-Metal-Band Slayer ein Privatkonzert darin veranstalten würde. Ächzend schlug er die Augen auf. Er befand sich in einem Krankenhauszimmer. Weiße Wände, 2 Kunstbilder an den Wänden, an denen er überhaupt nichts Kunstvolles erkennen konnte, obschon sie vermutlich einzeln mehr kosteten, als er in einem Jahrzehnt verdienen konnte. Vielleicht hätten sie Sabine gefallen, die war eher Sabine. Er blickte sich um, doch er war in einem Einzelzimmer, keine Spur von Sabine. Er schoss hoch und sofort verstärkte sich das Double-Bass-Gewitter in seinem Kopf, als ob jemand in seinem Hirn zu Angel of Death trommeln würde. Aufstöhnend sank er wieder in das Kissen zurück und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Dann öffnete er sie wieder und griff nach der Funkklingel, um eine Krankenschwester zu rufen. Er musste 3-mal danach greifen, bis er sie erwischte, so verschwommen war seine Sicht, als ob er die Nacht durchgezecht hätte. Vielleicht sehen die Bilder an den Wänden deshalb so scheiße aus. Erst jetzt registrierte er die Schmerzen in seinen Rippen, seinem linken Arm und seinen Beinen. Er stöhnte und sah an sich herunter. Und so weiter. Genau. Genau. Es gibt auch mehrere solche Anspielungen oder Sachen, wo man merkt, da schreibt jemand, der eine Ahnung hat vom Metal. Wie bist du drauf gekommen? Ist einfach, also, ja, ist ja klar, du lebst den Metal, darum kommt es vor. Was hast du für Reaktionen, wenn Leute, die kein Metal hören, das lesen, kommen sie draus oder sagen, hey, was soll jetzt das? Oder wie ist das? Also lustigerweise habe ich auf diese Stelle überhaupt keine Reaktionen bekommen. Okay. In all diesen Assassina, ich glaube, ich habe heute nachgeguckt oder mir gesehen, dass eben, ob ich eine Stelle aus dem könnte vorlesen könnte. Im ersten Buch hat es keine drin, und im zweiten hat es 2 Stellen und im dritten hat es eben diese Stelle drin, wo ich kleine Referenzen zu Heavy Metal eingebaut habe, einfach weil ich es, eben einerseits weil ich drin lebe, wenn ich es jetzt hier in dieser Szene habe ich irgendetwas gesucht, wo die Kopfschmerzen beschreibt, wo er durchlebt, und da ist mir halt am ersten so etwas in den Sinn gekommen. Im zweiten Buch geht es um einen jungen Teenager, wo eben Heavy Metal hört auch. Er hört so Gothic Metal, Black Metal auch. Und der Protagonist, der Richard Winter, kann mit dem überhaupt nicht anfangen und belächelt so ein bisschen. Und das ist einfach, das sind ja so Charakterzeichnungen, wo ich halt probiere, die Figuren zu beschreiben. Und es fällt mir halt auch leichter, weil ich eben in dieser Szene aktiv bin, als wenn ich jetzt da müsste jemanden beschreiben, der gerne Ländler hört oder so. Dann hätte ich, glaube ich, mehr Mühe und müsste mehr recherchieren, wie man das am besten beschreibt, oder? Also, ja. Ja, aber das Gefühl, du hast auch mega cool, so die Aussicht teilweise eben wahrgenommen. Wie nehmen die Leute von außen eben die Metal-Szene, so, wo Leute eben, wo da bei seinem Neffen eben ist, da bist du beschreibst, wie der halt mit den Klischee, was die Leute darüber denken, was das für Tiefelsanbeter weiss was sind und die miserable Musik und wo. Ja, das ist ja das, womit wir halt auch viel konfrontiert werden, oder? Also, auch früher, jetzt ist es so auch ein bisschen liberaler geworden, habe ich das Gefühl, aber so in den 90er Jahren, ja, wie schon noch, was bei dir war, ein bisschen mitbekommen, wie das halt so ist mit, ja, wenn man eben als Teufelsanbeter oder einfach so, ja, der ist ein Spinner, der hört Heavy Metal und so. Wo, ja, die Aussensicht hat man schon ein bisschen wahrgenommen, das habe ich probiert, ein bisschen, die Klischees habe ich ein bisschen bedient, ja. Aber hast du, die Brüder sagen, ja, bei dir ist es so gewesen. Also, was hast denn du erlebt in deiner Jugend? Du bist eben seit Lüdingen, gell? Seid ihr aufgewachsen, gell? Das ist auf Fribourg ist eher ein katholisches Umfeld. Ja. Wie war das so gewesen? Also, ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Und meine Eltern, natürlich, als das angefangen hat, ich bin ich 10 gewesen, und dann haben wir da die Bilder auf diesen Platten mit Teufeln und Monster, umgedrehten Kreuzen und so. Und mein Vater war entsetzt gewesen, natürlich.
Und wenn ich das auf T-Shirts anlege, jetzt geheißen, mein Sohn läuft zwar nicht um. Aber eben, das ist in den 80er Jahren Kino, sehr konservativ, oft in einem ländlichen Gebiet, oder? Und die haben die T-Shirt verboten und Kutten sowieso mit Aufnäher. Und das heimlich müssen machen. Das war nicht so cool gewesen. Und es ist einfach auch dann, als Metaller, das ist mir also ich bin der Einzige in der Klasse gewesen, der das gelost hat. Ja, und sie alle ein bisschen älter gewesen. Und mir ist so ein bisschen berechnet worden, auch als eben die langjährigen, Rocker. Es ist sehr, sehr negativ gewesen. Heute ist es eigentlich gar nicht so. Also heute ist es ein Mainstream total angekommen. Heavy Metal ist nicht mehr rebellisch oder irgendwie andersartig. Heute ist, das ist komplett anders, kann man nicht vergleichen. Wir haben wieder einen Song, der uns dann zum nächsten Thema weiterleitet. Blind Guardian, Nightfall. She cried. All hope's lost, it can't be undone. They're wasted and gone. Save me a speech, just I know. What you want, you will take it away from me. Take it and I know for sure. The life she once brought in is gone forever. Like seagulls they sang, lost in the deep chase, the misty cloud gone. Monstrous and cloud for sure. Fearful into the unknown. Quietly it crept in you home.